Ja, ich begrüße euch. Was ihr mich kennt, grüße ich natürlich immer am erfreulichsten. Und ich wollte sagen, dass ich mancherweise Nefi genannt werde und dass ich Yoga gemacht habe vor über 30 Jahre, dass ich Erleuchtung hatte, 89, dass ich das auch in Wahrung gehalten habe. Gott im Fernsehen, ne, was ich gesehen habe, sonst niemand. Und die und nach der Erleuchtung, das ist ja sowas wie Buddha auch. Ne? Im Wunder bin ich so der zweite Buddha, ne? Weil nicht, ne, was das Erleuchtungserlebnis angeht. Ne? Da hat er viel Wissen erlangt durch die Erleuchtung. Und ich habe eben nur so Offenbarungen gehalten, ne? Und zum Beispiel mit Glas Strom machen kann. Ne? Und zwar mit Tetraedern aus Glas. Ne? Das wollen müssen nur so haargenau gemacht werden, dass es noch nie gemacht worden ist. Ne? Absolut haargenau, ne? Müssen die T3 das sein, ne? Mit Photovoltaik dann Strompause machen kann. Die T3 beleuchten dann in der Dunkelheit die Umgebung. Die Maschinen müssen nur von Hand eingestellt werden, weil die sonst nicht so genau arbeiten. Ne? Dann ist mir noch offenbart worden, wie man Krebs heilt. Und zwar mit Urin von schwangeren Frauen. Urin von schwangeren Frauen gegen Krebs. Muss nur ein kleines Gläschen trinken. Wenn das erstmal bewiesen ist, ne, das ist es ja noch nicht, dann kann man aus dem Urin von schwangeren Frauen zur Injektion dann so ein Medikament herstellen, ne, gegen Krebs. Des Weiteren weiß ich, was gegen AIDS hilft. Gegen AIDS hilft ungesteuerter Honig. Honig warm essen und so eine große Portion. Der AIDS-Kranke muss die Portion noch selbst essen können. Sonst hilft das nicht mehr. Weil in den Warmen sterben die Drohnen, die die Küken befruchten an AIDS. Ne? Und man muss nicht warm essen. So eine Drohne gestorben ist, die Königin befruchtet hat, sie beim Schlangengift aus Serum gemacht hat. Weiß ich noch. Dann weiß ich noch, das Walfisch, Walfische betreuen mit kleinen Bötchen, um ihr Lebensraum kennenzulernen. Dann weiß ich, wie man in die Pyramiden gucken kann. Weil es die Grabstätten der Pharaonen entdecken kann, indem man in der Sphinx guckt, Goldplatten. Man müsste die Sphinx abreißen, von hinten am besten nach vorne. Und dann sieht man da Goldplatten, die Eingänge zu den Pharaonen-Grabstätten drin sind. Dann weiß ich noch als letztes, als vorletztes weiß ich noch, Kunst in der Kirche, ne? Weil das man das noch machen sollte, Kunst in der Kirche. Kann ich auch eine Sache sagen, dass man auf den Tisch den 13. Teller da Kieselsteine legt. Schon Kunst in der Kirche. Dann hat mir Gott noch verraten, dass die Menschen Kochsalz in den Wasserkreis schütten, damit das Bermuda-Dreieck, was da so die ganzen Schadstoffe angesammelt hat, die wir ins Wasser lassen, ne? Weil die im Wasser sind, die Schadstoffe werden halt im Bermuda-Dreieck auf dem Boden gesammelt. Da ist eine zig 100 Kilometer dicke Schicht, ne? Von dem Kochsalz dann aufgelöst wird. Dann kann man irgendwann das Bermuda-Dreieck in voller Tiefe erforschen. Und unter dem Boden des heutigen Bermuda-Dreiecks ist noch kristallklares Meerwasser. Das Bermuda-Dreieck ist tiefer, als wir denken. Aber sonst habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Außer dass Jesus in die Welt kommt. Ne? Ich kann auch so erzählen, dass wir vor 22 Jahren die goldene Zeit, dass die da begonnen hat, dann vor 12 Jahren das Wassermann-Zeitalter,
dass jetzt zwischen die Erde ist, also weil eine neue Schöpfung begonnen hat und die Schlangen jetzt herrschen und darum ist die Gift in der Welt. Und Jesus in die Welt kommt, da ist ziemlich viel in der Welt. Und ich glaube, wir merken das auch alle schon, ne? Dass sie viel in der Welt tun. Ne? Es wird eine glückliche Zeit auf uns zukommen. Wenn erstmal Jesus seine neue Welt gemacht hat. Dauert nicht mehr. Hat noch ein bisschen Geduld. Nicht immer hier stoppen. Ich habe Luft gehört. Ja, doch. Mehr stoppen.